Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Bléck auf Europa, das war von Brüssel. Ich wollte euch heute ein bisschen von den Agenzen erzählen. Die Agenzen spielen eine große Rolle an der Europäischen Union, an dem ganzen Bildungsprozess von Gesetzgebung, Bildungsprozess und dann noch die Umsetzung von der Gesetzgebung. Die Agenzen, es gibt da 40, die haben mehr oder minder eine starke Rolle, die sind auch dezentralisiert, das heißt, die sind überall in Europa ein bisschen verteilt. Und das ist so, dass da verschiedene Nimmen wie oft hört, wie zum Beispiel Europol, Zusammenarbeit, polizeilich Zusammenarbeit an Europa, dann noch Eurojust, alles was Justiz ist, die schaffen noch ganz stark zusammen. Europol hat ihren Sitz zu Den Haag. Und dann natürlich gibt es ja auch Frontex an letzter Zeit durch die ganze Problematik mit den Refugien, die ganze Asylpolitik, hat er ganz oft hören, was jetzt geht von Frontex. Das ist eine Agence, die ganz stark auf den Grenzen aktiv ist, einerseits für die Leute, die an Not sind, zu helfen, andererseits aber auch für uns Grenzen zum Teil zu sichern, weil auch das ist trotzdem eine Mission, die muss holen, das ist am Schengen-Vertrag so viel gesehen, das heißt für uns Außengrenzen aber auch aufzusichern. Eine andere Agence als EFSA. EFSA die kümmert sich um Lebensmittel, alles was mit Lebensmittelsicherheit zu tun hat, für allem. Wir wissen, dass wir in Europa darauf halten, einen ganz hohen Sicherheitsstandard zu haben von unseren Lebensmitteln. Wir müssen uns darauf verlassen, dass wir einerseits genug und andererseits aber auch, dass wir sicher sind. Aber wenn es mal zu einem Skandal kommt, dann ist das sicher nicht der EFSA, der Agence hier schuld, dann ist das eigentlich nicht der Gesetzgebung hier schuld, dann ist das eine kriminelle Machenschaft, wo am Anfang Leute die Gesetzgebung violieren, umgehen, Lücken ausnutzen. Und wie gesagt, dadurch könnte dann einfach mal zu einem Skandal. Das ist aber so, dass sie als eine Risikobewertung einerseits von Lebensmitteln, andererseits aber auch von Tieren, von Futtermitteln eine ganz gute Arbeit machen. Dann haben wir noch die Bankenaufsicht, das ist ihr Sitz zu London, auch ganz wichtig für Lützeburg, auch weil wir aber eine ganz große Rolle an dem Bankengeschäft spielen. Also das sind so die Agenzen, dann sind dann ein paar, die da vielleicht Männer hört, die sich mit Chemikalien beschäftigen. Natürlich auch Sachen wie die Umweltagenz. Die Umweltagenz ist auch etwas, was aber auch eine ganz wichtige, wertvolle Rolle spielt, die vielleicht noch nicht gerade so regelmäßig, mehr aber auch sich punktuell mit Avien zu melden und auch zur Geltung kommt. Und ich meine, das ist aber auch, wie gesagt, eine ganz wichtige Agence. Also Verbraucherschutz, alles was mit Gesundheit zu tun hat, auch da gibt es Agenzen. Was ist die genaue Rolle von so einer Agence? Die Rolle ist am Anfang der beruht auf 3 Pilieren. Der erste Pilier ist einerseits mal das Ausschaffen von einer europäischen Gesetzgebung. Das heißt, da können sie eine wertvolle Rolle spielen, indem sie Studien aufhärtigen lassen, Analysen machen, Statistiken, die drohen das alles zusammen. Dadurch kriegen Politiker ein Bild eigentlich von der ganzen Situation, von der Problematik, und kann sich dann darüber verlassen, kann darüber hin seine Decisionen, seine politischen Decisionen wählen. Das ist die eine Wolle, und dann natürlich die zweite Wolle aus dem Setzen, das heißt, wenn die Gesetzgebung bis geholgen ist, wenn das Gesetz bis steht, für das dann en place zu setzen, an Musik, wie wir so zu setzen. Und da spielt dann direkt den dritten Punkt auch eine Rolle, das ist die Zusammenarbeit mit den nationalen Agenzen. Das heißt, eine europäische Agence hat dann, wie gesagt, an den 21 Ländern, an Heinz aus die Schweiz mit dabei, Norwegen, Island, das heißt, Heinz sind nach Ländern darüber raus dabei, für dann mit denen gemeinsam zu gucken, wie können wir das an den einzelnen Memberstaaten umsetzen, wo geht es gut, wo geht es minder gut, was können wir da wo noch besser. Das ist ein bisschen graf gesagt, die Arbeit von der Rolle von den Agenzen. Wie gehen die Agenzen kontrolliert? Das heißt, die Agenzen müssen einen Jahresbericht machen, die geht von der Cour des Comptes, den meistens geguckt, und da könnt ihr natürlich auch am Parlament, an der Conseil, geht die Kommission noch viel gelöst, und aufgrund davon geben wir dann den Verwehr, das heißt, der Jahresbilanz, der Jahresbericht geht aufgehakt, mit der Cour, heißt es natürlich auch nicht einfach, da ihre Mache gemacht, die Beanstandungen gemacht, und dann am Endeffekt geht dann angeholt oder geht dann in der nächsten Phase
Anlass ugeholt, wann die Sache no gebessert gesinn. Es gibt auch eine regelmäßige Evaluierung gemacht. Das heißt, es wird geguckt, wie schaffen die Agenzen zufriedenstellen, Männer zufriedenstellen, wo kann ich noch besseren. Auch das ist eine Rolle vom Parlament. Und dann ist es natürlich auch so, dass auch die Finanzierung eine große Rolle spielt. Und da sind ganz viele Agenzen, die natürlich vom europäischen Budget aufhängen. Und über diese Manier haben wir dann auch einen Einfluss, weil wir ja mit Co-Decideurs sind, Co-Legislateurs sind für das Budget, haben wir dann auch über diese Manier eine Rolle für die Agenzen zu kontrollieren. Vielleicht zwei Wörter zu den Agenzen, wo ich mich eng mit ihnen zusammen arbeite. Das ist einerseits am Beschäftigungsausschuss, da sind es 3, 4 Agenzen, wo ich zum Beispiel Eurofound hat einen Sitz zu Dublin, als eine Organisation, die sich ganz stark die Lebensbedingungen von den Leuten an den Arbeitskonditionen, alles was mit der Arbeit, mit der Verbesserung von der Lebenskonditionen und Arbeitskonditionen zusammenhört, auch das Zusammenspiel zwischen Privat an der Arbeitswelt. Das heißt, immer ganz viele Analysen, die auch ganz verlässlich sind und die immer ganz à jour sind, wo man sich wirklich darauf verlassen kann, für Politik zu machen. Dann als CDFOP als bekannt, das ist mir schon bekannt gewesen in meiner Gewerkschaftszeit, wo wir zu Thessaloniki öfters waren, für mit denen zusammen zu schaffen. Dann natürlich aber auch OSHA, die könnt ihr erinnern, dass ich für 14 Tage zu Bilbao war, und die haben hier ihren Sitz. Und das ist eine Agence, die sich um Gesundheit und um Sicherheit auf der Arbeitsplatz ein Thema, das immer beschäftigt, und auch 2016 ganz stark wird beschäftigen. Nach immer gibt es zu viel Arbeitsaccidenten. Und nach immer gibt es zu viele Betriebskrankheiten. Das heißt Krankheiten, die hervorgerufen gehen durch die Arbeitswelt am Anfang, wo dann natürlich Diskussionen angeht und auch Lösungen gesicht gehen, für das können zu verbessern. Das sind so ein bisschen am Emploi. Und dann natürlich auch am Transport, wo ihn hingeht, wo ihn auch auf der Agencenseite eine Partyagenzen hat. Da gibt es einerseits mal verteilt die EASA, das sind die sich die Luftfahrt, alles was Aviation auskümmert, die haben ihren Sitz zu Köln. Eine Agence, mit denen wir ganz stark zusammenarbeiten, ganz eng zusammenarbeiten, an die auch an der ganzen Aviation ab puncto Sicherheit und auch ab puncto Zufriedenstellen von der ganzen Organisation von der Luftfahrt. Das ist ja ein Domain, den ich nicht nur europaweit gucken kann, aber da sind wir am Austausch mit der ganzen Welt. Und ich meine, denen können eine ganz wichtige Rolle. Und demnächst werden wir auch die Rolle von der Agence neu definieren. Wir werden eine neue Gesetzgebung machen zu der EASA. Die können den 2. Dezember raus, eine Proposition von der Kommission. Und da werden wir da ganz intensiv drauf schaffen. Nicht zuletzt Germanwings, das ist etwas, der Flieger, der von dem Piloto mutwillig, wo leider an den Tod gefordert sind. Das ist die Analyse davon, wie ist das geschieht, was kann ich da machen, und wie kann ich das, wie gesagt, besser machen, dass so Sachen nämlich wirken. Das ist just ein Beispiel, was auf die EASA zukommen ist, wo sie eine Taskforce angesagt hatten, wo sie demnächst Resultate schon publiziert haben, aber da kommen ganz konkrete Mesuren dran, für dass so Sachen, wie gesagt, in Zukunft nicht mehr vorkommen. Dann ist es natürlich auch derer als die Europäische Eisenbahnagenz, die hat ihren Sitz zu Valenciennes, Lille Valenciennes, die hat einen doppelten Sitz. Und da haben wir als Eisenbahn, auch als CSV ganz stark mit ihnen Relationen, auch als Lützeburg ganz stark Relationen mit ihnen. Und auch die Agence, die kriegt durch den 4. Eisenbahnspaket, kriegt mehr Moyen, nach mehr größere Rolle zu spielen, aber auch, wie gesagt, am Zusammenhang mit den nationalen Agenzen für den Eisenbahnsverkehr, für den europaweit an einer gerade so sicherer, aber an einer besser funktionierender Form aufzuwickeln. Dann haben wir nach alles was maritim ist, also Schifffahrt hat auch eine Agence, wo ich muss ehrlich sagen, wo ich Lützeburg hat zwar den Pavillon maritim, aber trotzdem wir sind noch nicht die große Schifffahrtsnation. Da sind Zyprioten, Griechen, die sind da viel mehr aktiv. Und ich meine, mit der Agence habe ich nicht so viel zu tun, Männer zu tun. Wo ich mich aber ganz stark einsetze in der nächsten Zeit, und auch schon in den letzten Jahren, das ist für eine Agence zu kreieren von dem Straßenverkehr.
Strassenverkehr ist eigentlich den einzigen Domain am Transport, den nach keine eigene Agence hat. Und das ist aber just da, wo wir eigentlich die meisten Probleme haben. Das heißt, Probleme haben wir am Sozialbereich, ihr wisst, längere Zeiten, Trepoen, das ist alles nicht harmonisiert, das ist an einem Land geht das so, und an einem anderen Land so. Dann haben wir die technischen Standards, die technischen Gegebenheiten, das heißt, und die Kamion, Gewichte, Dimensionen, alles das, was technisch, was können wir lösen, was können wir heimmachen, was können wir da machen, die technisch aus diesen Kamion sind, Kontrollen davon, alles das, auch Kontrollen auf den Straßen, von der Polizei, von den Inspektoren, alles das ist, wie gesagt, nicht einfach. Dann haben wir natürlich auch nach dem Umweltbereich, weil wir schwätzen immer von Normen, von Testen von Euro 5, Euro 6 und so weiter. Alles das sind ich der Meinung, dass das wichtig wäre, wenn das an enger Hand wäre. Im Moment ist das auf verschiedenen Plätzen abgedeelt, verschiedene Direktionen Generalen an der Kommission kümmern sich darum. Und ich ging mengen, und ich sehe noch nicht lange Zeit ganz viele Kollegen, die wollen mit auf den Weg gehen, für zu sagen, wir brauchen unbedingt eine europäische Agence für den Straßentransport. Wir haben Problematik bei den Bussen, die nicht dieselbe sind wie bei den Kamionen nicht dieselbe wie bei den kleinen Kamionen, wie bei den Autos, noch die Straßenverkehrssicherheit, können damit abziehen und so weiter. Die sieht, das ist nach einem Marsch, wo ich am Gang bin, mich ganz stark anzusetzen, und ich hoffe, dass das mir gelingt. Ich gesehen aber von der anderen Seite, von der Kommission, groß Bedenken, weil sie nicht noch weiter auf den Weg wollen gehen, um für noch weiter Agenzen zu machen. Und du hast den Kommissionen und dem Franz Timmermans am Gang, durch den Refit, durch die Better Regulation, durch das Programm, echt aufzubauen, was Regeln sind, echt aufzubauen, was Agenzen sind, wie nach einem neu dabei macht. Ich gehe mich aber nicht, ich hoffe weiter darin, zusammen mit Kollegen, und ich hoffe, dass das mir an dem nächsten Jahr gelingt. So, ich denke, merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche von Straßburg.